Ja Leute, ihr seht richtig. Wir sind nicht nur zurück bei Kingdom Hearts 3D HD. Nein, ich habe sogar noch ein bisschen trainiert. Also nicht nur, dass wir einen neuen Kumpel an unserer Seite haben, unser Tauros. Ich weiß, Tauros ist kein Triceratops, aber irgendwie hat es trotzdem gepasst gerade. Mir fiel kein besseres Pokémon ein, so als Name. Sora ist Stufe 40 mittlerweile, ja. Ich habe mit ihm trainiert, mit dem alten schweren Nöter. Weil man dachte, ich habe keinen Bock mehr drauf, irgendwie da groß was, naja. Ich meine, die können noch weiter trainieren, vielleicht muss ich sogar weiter trainieren, mal gucken. Weil Kampf gegen Semnes wird trotzdem knackig werden. Und ganz kurz gucken, dass er das Kommandodeck... nee, ich lasse mal so wie es ist, denn es wird Zeit für uns mit den Geistnobbys zu hantieren. Und hier, ganz ehrlich Leute, wenn ich nochmal das Spiel nochmal spielen würde, ich würde viel mehr auf den Fertigkeitslink gehen. Und vor allem würde ich auch viel mehr gucken mit den Fertigkeiten, dass ich auch die richtigen Viecher habe. Denn es gibt da ein paar Fähigkeiten, wo man sagen muss, da habe ich es ein bisschen verkackt. Weil da kann man sehr viel mehr rausholen, ohne extra trainieren oder grinden zu müssen. Wenn du halt das den Geistern von Anfang an richtig machst und auch immer wieder ein bisschen guckst, hey, haben sie genug Punkte? Sind alle Punkte voll? Okay, wählst die Geister aus und so. Und das habe ich halt so wenig getan. So, kommen wir erstmal zu Tauros, ne? Was bei ihm speziell? So eine Fertigkeiten zum Beispiel hat er hier ein bisschen HP-Boost, ne? Das ist sowieso nie verkehrt. Dann gibt er noch ein bisschen, Moment hier, noch ein bisschen Angriffskraft drauf. Ich glaube, Defense hat er auch noch irgendwo aber gesehen. Ne, das war Erfahrungsboost, ich glaube auch Defense. Die Abwehrkraft. Also so Triceratops im Team zu haben, so eine Art Tauros, das bringt es durchaus. Der schnelle Aufstieg, Sturzattacke. Anzugreifen, okay. Ja, jetzt brauchen wir nicht, das werden wir mal gucken. Dann natürlich brauchen wir hier den HP-Boost. So, jetzt halt die Frage, gehe ich schon mal weiter. Ich meine, wir sind jetzt hier sehr schnell. Das ist schon 200 Punkte, das ist schon relativ viel. Dann gehe ich mal hier durch. Zu Attacken hast. Machen wir mal hier. Fertigkeit Wichtblocken. Wie das funktionieren soll. Fertigkeit die Angriffskraft. Oh yeah. Tor öffnen. So. Das wäre für spät, ne, was ich normal mit dem Vieh trainieren würde. Dann hier, unser Ballonviech. Natürlich holen wir uns jetzt mal erst den Ballon-Ra-Move, ne. Aber wenn man die Gar-Variante ihm noch fehlt. Ballon-Ra. Mit der Kraft des Ra. Ah, ne. Ich habe keine Ahnung, wo man einen Ballon Gar herkriegt, ne, ob er denn muss ein anderes Viech sein. Ich kann es mir nicht anders erklären. Und generell, was natürlich da auch immer wieder das Thema aufkam, gerade auch bei mir. Oh, Rang erhöht, sehr schön. Wie sieht natürlich mit den Viechern aussehen, ne? Gerade wenn ich sage, hey, ich will gerne die Saurus-Dinger Tyrannrexen zu haben, geht er momentan nicht an den Quelefant und so, ne? Wo sind die Fähigkeiten? Ja, muss man halt mehr so diese Spezialdinger, diese Spezialportale machen. Zum Teil gar nicht mal so schwierig wären. Ne? Einfach mal ranlaufen, mal gucken, vielleicht eins einmal versuchen, aber dann weitergehen. Und ich glaube, ich hätte da durchaus ein bisschen was geschafft. Naja, was soll's. So, ein HP-Boost. Den habe ich freigeschaltet, genau verfügbar, weil er hätte dann nochmal einen zur Verfügung, sagen wir es mal so. Ich müsste jetzt schon mehr HP haben, oder? Vielleicht ein bisschen größer. Ja, weil der haben wir freigeschalten, hier verfügbar, weil vorher stand da ja auch verfügbar, okay. Dann wird das soweit eigentlich stimmen, hier auch mit Angriffskraft, ne, also da quasi mit den beiden. Wenn man nach Angriffskraft, warte mal, habe ich es mit dem Ding nie gemacht hier? Ja, natürlich schon cool, warte mal, ich habe ja, also Golbat, oh, Entschuldigung. Nein, es ist, ich wollte zurück in die Gruppe, so. Jetzt wird die Frage, welcher von ihnen ist es? Auf Mutter haben wir beide noch zu wenig gemacht, ja? Hä? Okay. Also der hat definitiv noch was, wobei, der habe ja schon alles. Ja, aber an Angriffskraft habe ich ja. Warte mal, oder muss ich die im Team haben? Ach, ist das fies. Sie redet erst. Okay, gut zu wissen.
Das ist ja mal super fies. Okay. Doch mehr HP und mehr Angriffskraft. Warum? Also die Geister bei mir im Team sind, die muss ich so anlegen. So. Magie hast. Angriffskraft. Oh Gott, ich dachte, das wird anders gehen. Ja, okay. Gut. Dann zu den nicht Items. Quatsch, Command Deck. Ballon bitte durch einen zweiten Move ersetzen. Hier können wir mal schnell testen. Ballon Ra. Sonst speichere ich nochmal. Hier mache ich jetzt mal ausnahmsweise einen neuen Save-Slot, falls irgendwas passieren sollte. Das soll ich hoffen. Ich gucke nochmal hier. Hast du jetzt... Es würde mich ja wundern, wenn du plötzlich Ballon-Moves hättest. Nee. In Tun habe ich auch noch nie welche gefunden, also kein Plan, wie das funktionieren soll. Ballon-Move, wie genau funktioniert? Ich glaube, Abra funktioniert ein bisschen anders. Oh. Okay, weil am ersten schwebt er um uns herum, am zweiten gerade, glaube ich, die Gegner selber an. Ab der zweiten Stufe quasi. Ja, ich habe zwei Heilmoves im Team, Vigra und Vitra. Also Vitra ist der stärkere, Vigra ist die stärkere Variante. Gucken wir doch einfach mal, wie es läuft. Und zurück zu Semnes. Riku! Kairi! I found you! Huh? Who? Ven. Ven. Huh? Huh? What is going on? Wait! What? Ah! Whoopsie daisy. Wasn't easy putting you into a second sleep, and he almost woke you up. So then, all that stuff I just saw, did you put that in my head? No. That wasn't stuff. It was a dream. The falling asleep part was definitely our bad. But we can't put stuff in your head. Hey, I got an idea. Ask your heart. See if it's got a clue. Well, my heart was aching. That's why I kept going. Oh, thank you, Sora's heart, for
pushing him right into our clutches. Aren't hearts great? Steer us wrong every time. You know, right? Because you all have hearts. Axel, and Roxas, and Naminé, and that other girl. I felt what Roxas felt. And they laughed together, got mad, and they grieved. You have to have a heart to cry. Ha! It's about time you noticed. Indeed. A heart is never lost for good. There may have been variances in our dispositions, but a number of us unquestionably showed signs of a burgeoning replacement. Once born, the heart can also be nurtured. Our experiments creating Heartless were attempts to control the mind and convince it to renounce its sense of self. But understand, one can banish the heart from the body, but the body will try to replace it the first chance it gets, for as many times as it takes. And so I knew, even after we were divided into Heartless and Nobodies, it was just a temporary separation. Why then? Why did you lie to them and tell them they had no hearts? Xemnas and Xehanort formed the organization for a specific reason. Round up a bunch of empty husks, hook them up to Kingdom Hearts, then fill them all with the exact same heart and mind. Translation? They were gonna turn all the members into Xehanort. Make more Xehanorts? You tricked your friends to... But you... Aren't you scared of just... turning into someone else? Me? I'm already half Xehanort. That's nuts! However, through weakness of body, weakness of will, or weakness of trust, most of the original members we had chosen for the organization were inadequate. Thus, naturally, they never had a chance to attain their goal. Yet, even this was to be expected. We have learned of the heart's folly, and we have achieved our other goals. This last excursion has proven to be a worthy closing assignment for the organization. Just stop it! You treat people's hearts like bottles on a shelf, but they're not. Hearts are made of the people we meet, and how we feel about them. They're what ties us together even when we're apart. They're what make me strong. Duh. You're strong because of the ties you have with other people. As if the Keyblade would choose a wimp like you. But no pouting. We see much bigger and better things in your future. Once you side with us. I know the Keyblade didn't choose me, and I don't care. I'm proud to be a small part of something bigger. The people it did choose. My friends. They are my power! Those are just words. You've lost. Fine. See where your power gets you here. Xemnas! He's all yours!
Und so beginnt es erneut. Ich habe extra nochmal die ganze Szene laufen lassen, weil das ist jetzt die Folge, wo wir Xenos besiegen. Und so wie es aussieht, auch so Sute beendet wird, weil er nachher keine Gegner mehr tatsächlich. Ich weiß nicht genau, wie viele Versuche ich brauche, es werden ein paar sein. So, wir müssen gucken, wie es überhaupt funktioniert. Komet, was ist denn das für ein Move? Oh, hätte mir denken können. Aber Low Move macht echt verdammt Damage, dabei ist nur der Ra, ist gar nicht. Nee, Kumpel da weiß er mittlerweile einen guten Trick. Ja, Feuer kann ich auch. Bei uns sagen wir dem Feierabend. So, das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Natürlich könnte es auch besser laufen, muss natürlich auch mehr konzentriert tatsächlich. Also ja, mit Level 40 ist es durchaus machbar. Den Quatsch wieder. Oh, treffen sogar, krass. War mir klar, dass das passieren wird. So. Das bloß in der Konzentration verlieren, Michael, bloß nicht zu aufgeregt werden, weil es gerade so gut läuft. Schön heilen zwischendurch, sehr gut. Der scheiß Sturz! Das wird nicht reichen. Ja, was passiert denn? Da bin ich wieder unkonzentriert. Wobei, alleine schon Ballon Ra wird eigentlich reichen. Ey, ich war kurz. Das kannst du mir nicht weismachen. Er war auf seiner letzten Leiste. Das ist einfach nicht zu glauben. Ich kotze im Strahl, Freunde. Ich kotze im Strahl. Junge, wie kann man so ein verdammtes Pech haben? Bei mir mit Riku das zu machen, bringt gar nichts, weil ich muss sowieso mit Riku da zurück. Damit Riku nicht weiterkomme. Ah, was für ein Käse. Was ich vielleicht mal mit ihnen noch machen könnte, damit ich es nicht vergesse. Warte mal. Also ich glaube, bei euch muss ich jetzt hier im Fertigkeitsding nicht so machen. Ich glaube, durch den Kampf kann noch was bekommen. Oh.
Was er bei Riku machen könnte gerade. Geht mal zurück zu Semnis, machen wir platt. Boah, aber ich hab einen Hass drauf, Freunde, glaubt ihr nicht. Ich habe mich schon als Sieger gesehen. Oder das andere draufpacken. Den Funk-Gar-Move hatte er leider nicht, der gute Riku. Eisgar haben wir schon. Vitra hat auch beide drauf. Noch irgendwas krasses mit ihm. Ax Anum, da ist nur Sora, dankeschön. Keine Ahnung, machen wir mal sowas so. Jetzt geht er zurück, war. Ja Gott, komm. Sturz auslösen, bitte. Mann, ich hatte Semnis schon fast, da kriegst du die Krise. As your flesh Ich meine, ja, ich wusste es, die Anzeige tief, aber das wird noch reichen. shall be known as that of a recusant. Hat abgefangen, ihr kriegt die Krise. Ja, spring doch Sora! Mann! Oh, falsche Taste. Entschuldigung. So. Oh, den Quatsch wieder. Kurz die ganze Truppe heilen. Scheiße! Hat sogar geklappt. Du. Ups, nein! Fuck! Mann, Sauer, macht einmal einen Scheiß-Move! Ey, ganz ehrlich, jetzt macht er den Scheiß, ne? Das ist einfach nicht, wenn er die Kommandos ausführen will. Wenn sowas passiert, hasse ich es einfach. Bears the sigil. So your name So, ich glaube, Quatsch einfach mal nicht mehr und auf die schnelle platt.
Meine Freunde im Team, die haben das Gefühl, sie müssen immer da ihn angreifen gehen. Das ist zwar nett gemeint und so, hilft mir aber jetzt nicht unbedingt immer so sehr. Ja, komm schon. Ja, toll. In den falschen Ring geguckt. Dankeschön, Spiel. So, entweder klappt es jetzt hier und sonst machen wir einen Cut und machen wir schnell Offscreen. Ah ne, mir erstmal nicht so gut funktioniert. Sauerbrand vor Leidenschaft. Hass. Das ist nur noch purer Hass. So. Also schon definitiv die quasi Aufregung, weil ich sehe, nur so wenig, kann man es mal irgendwas, dies und jenes und plötzlich funktioniert es nicht. So ein Scheiß halt. Aber naja.
Hat ja auch so funktioniert, nicht wahr? Abweichlerzeichen, Glossar. Das Abweichlerzeichen, was ist ein Abweichlerzeichen? Egal. You. Again. You just make it too easy. I know you think you've won, but you lost the moment you dived this far in. You're in the deepest pit of slumber, and you've worn yourself down to nothing. There's no returning to the world above. What do you mean? We told you. It was not the sleeping keyholes that guided you. They are not the reason you are here. You've been on a path, one we laid out for you. That sigil on your chest is the proof. What? See, that sigil, the X. It tells us where you are at all times. You had wondered aloud before why we kept showing up where you were. It's because we need you, Sora. Or, to be more precise, we need what will be left of you. The 13th Dark Vessel. Why, Why was it assured you would come here today? Because I followed my destined path, and I'm here looking at you right now. You can move through time, but time itself is immovable. Today, all of my selves throughout time were meant to gather here, and to welcome you, Sora, as our 13th member. These facts cannot be changed. what's gonna happen? I have now told you all that I know. We are all here, and what the future holds in store is beyond my sight. I will return to my own time, and grow into the man who becomes all these others. While I know this future now that I have lived it, returning to my own time will erase the memories and experiences I have gained here. Still, my appointed path is now etched in my heart, which will first lead me to seek the outside world. Riku. Your heart will sleep forever in the folds of darkness, and your body will be another vessel for me. So light gives way to darkness. Good night, Sora. Ventus.
Obwohl er selbst in tiefen Schlaf gefallen ist, damals nach dem Ende von Birth by Sleep und seitdem nicht wieder erwacht ist, eine Zuflucht in Soras Herz gefunden hat, hat er es trotzdem irgendwie geschafft, Sora zu retten. Bevor dieser völlig in die Dunkelheit versinken konnte. Oh Mann, ey. Sora, Ventus beide pennen. So, jetzt aber mit Riku weitermachen, wa? Mann, oh Mann. Naja, was ist das Ding hier schon wieder? Also, Weltkarte zurückkehren. Nee, dankeschön, das lieber mal nicht. Gut, dann sparen wir halt Triceratops oder Tauros geht ein bisschen auf die Nerven. Ein bisschen schwierig hier, mit dir was zu machen. Warte mal, Angriffskommandos. Haben wir noch was irgendwie, was nur für Riku wäre? Wäre irgendwie ganz fair, wenn er mal einen einzigartigen Move hätte oder so. Funkkreis auch nur für Sora. Meine Güte. Das kann was werden, Freunde. So. Ja, mit Soramunde Herzen. Kurz nach Soras Geburt stellte sein Herz in Verbindung zu dem eines Jungen namens Ventus her. Das ist ja quasi das, was, sag jetzt mal, vor Beginn von Birth by Sleep passiert ist. Weil Ventus damals wurde quasi Vanitas aus Ventus extrahiert vom Meister Xehanort, der irgendwie die X-Klinge herstellen wollte. Ventus Herz war auseinandergerissen worden, doch Sora rettete ihn, indem er sein eigenes mit ihm teilte. Jahre später wurden 3 junge Schlüsselschwertträger, Terra, Aqua und Ventus, in den Kampf mit Meister Xehanort verwickelt. Auf ihren Reisen trafen Meisterin Aqua und Meister Terra. Hä? Das ist ein Fehler. Terra ist kein Schlüsselschwertmeister. Die Prüfung damals hat Aqua bestanden, Terra aber nicht, wegen der Dunkelheit in ihm. Und seinen besten Freund Riku. So versprach Aqua Riku auf dem rechten Pfad zu halten, während Riku Terra ein geheimes Versprechen gab. Stimmt, das kennen wir bis heute noch nicht, wa? Kurz darauf wurde Terra zu einer Hülle für Meister Xehanort und Aqua verschwand in der Welt der Dunkelheit. Der Terra Xehanort, ne? Den haben wir eigentlich auch nie mehr gesehen, doch, das war ja... Ja, doch, im Prinzip schon, ne? Das war ja dann eigentlich das Kingdom Hearts 2. Ja. Doch kann man nur sagen, gerade das Kingdom Hearts 2. Und dann dort gesehen haben, hey, eben dieser, ich sag jetzt mal, Terra Xehanort, ne? Seine Erinnerungen ja nach dem Kampf mit Aqua verloren und so und wurden irgendwie ein Schüler von Ansem. Jetzt wäre es mit dem Ansem, dem Sucher der Dunkelheit, ne? Und Xemnas, das sind ja der Herzlose und niemand von Xehanort, vom Meister Xehanort, der damals ja sein Herz extrahiert hat, um es in Terras Körper zu pflanzen. Ne? Es ist alles ziemlich kompliziert und ich erkläre es gerade nicht sehr gut, Entschuldigung. Wenn es zertrümmerte, sein eigenes Herz und seine Freunde zu beschützen, kehrte zu Soras Herz zurück, wo er bis heute schläft. Jahre später, als Sora älter war, versteckte er unwesentlich das Herz seiner Freundin Kairi in seinem eigenen, um es zu beschützen. Als Sora ein Herzloser wurde, half er versehentlich Kairis Niemand, Namine eine Form zu geben, als ein eigener Niemand Roxas erschuf. Vor allem Kairis Niemand, aber kein X im Namen, ne? Namine, naja. Ein weiteres Wesen wurde erschaffen, eine Kopie namens Sion, die aus Soras Erinnerungen an Kairi gebildet wurde. Das heißt, ist deswegen so, weil wenn du I, O und N nimmst, die 3 Buchstaben, kannst du ein Wort kreieren, glaube neu oder so, was glaube ich auch auf Niemand heißt, in bestimmten Sprachen. Bin ich mir ganz sicher, war irgendwie sowas in der Art. Sion hatte die Kraft, Roxas nachzuahmen. Schließlich kannten Sion und Namen ihren Platz und führten die Stücke dorthin zurück, wo sie hingehörten. Namine kehrte in Kairis Herz zurück und Sion und Roxas kehren zu Soras zurück. Viele Herzen berührten so und diese Verbindungen bleiben bestehen. Die Geschichten endeten in Trauer, einer Trauer, in der sie noch heute schlafen. Was hoffentlich da mit Kingdom Hearts 3 alles fixen können. Das haben wir schon gemacht. Also gemacht, ja. Das Abweicherzahner, genau das. Xemnas gab einen neuen Namen. Ja, Name war ein anderer Kanonsursprung und Namen des Mitglieds plus Buchstaben X. Genau. Das X ist als das Abweicherzahner bekannt, ist so als offen ja auch hinterhältige Weisen sowas Abenteuer aufgetaucht. Ah, okay, haben wir schon die ganze gefragt. Jetzt haben wir die Erklärung dafür. Gut, also. Soweit kann ich schon mal sagen, Freunde. Der Part von Sora ist durch in dem Spiel. Wir werden mit Sora nicht mehr spielen. Mit ihm sind wir soweit durch. Ich werde ziemlich sicher auch nicht mehr die Trophäen noch kriegen, die uns noch fehlen würden. Da sind noch ein paar. Aber wenn ich noch ein paar kriege, klar, aber ich kriege nicht genug, um die geheime Sequenz freizuschalten.
Das macht nichts, wir leben in Zeiten von YouTube und Co. Und das Spiel ist auch schon ein bisschen älter. Das heißt, wir werden die anderen Trophäen zwar nicht mehr sammeln, ziemlich sicher, aber ich werde die geheime Sequenz trotzdem noch ins letzte Video reinschneiden am Schluss. Ne? So weit, so gut. Und sage an der Stelle mal vielen Dank fürs Zusehen. Das war's mit Sora. Nächstes Mal geht's mit Rico weiter. Wenn ich viel Schwein habe, ist das Let's Play nachher beendet. Bezweifle allerdings stark. Und ich glaube, denn Rico hat noch 2 Kämpfe vor sich, wobei ich so gesehen habe, ist nur der eine davon wirklich schwierig. Der andere ist, ich würde sagen, der eine ist so wie Ansem Phase 2. Oder Semnis gerade. Ja, wobei Semnis mit einem hohen Level. Sagen wir mal Semnis Phase 2 und der andere Kampf ist eher bis so Ansem Phase 1, ne? Würde ich jetzt mal so grob geschätzt formulieren. Aber ich habe es nur gesehen, ne? Also, in dem Sinne, bis zum nächsten Part mit Riku, dem Traumfänger. Mal gucken, wie es mit der Chaos-Truppe weitergeht. Bis dahin, ciao zusammen.